Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der Jiddischer Gasse. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A good Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das hat zunächst Meir David. Auf unser heutiges Programm haben wir dem Covid zu präsentieren als Schmus mit Mark Kaplan wegen dem Film A Complete Unknown, was ist herausgekommen 2024, basiert auf Erzählung von dem Leben von Bob Dylan, dem berühmten Liederschreiber, Singer und Musiker. Aber zuerst bringen wir euch eine verweilerische Präsentation von einem neu übergesetzten Lied von Jiddischisten in Boston. Das Lied ist sehr berühmt in Boston. Es heißt Charlie and the MTA. Das ist ein Lied angeschrieben im Jahr 1949 von Jacqueline Steiner und Bess Lomax Haas wegen unserer Bostoner Unterbahn, die MTA. Ich habe gehabt, dem Covid bei zu sein bei einem verweilerischen Tag mit Jiddischisten um den Bostoner Arbeiterring vergangenen Montag auf den Tag von die Arbeiter Labor Day. Und wer hat gemacht das Lied, was ich habe allein rekordiert. Koidem Lilia Weitzman hat übergesetzt das Lied und euch zugegeben eine neue Strophe und sie singt euch. Joina Sidman hat gespielt Gitarre und euch gesungen und Emma Breslov, Sora Lou Hartmann und Liebe Gritz haben euch gesungen. Hatanoa. Wir heben an mit einem Auszug von dem Lied Charlie and the MTA in der Ausführung von die Kingston Trio, was haben gehabt einen großen Schlager mit dem Lied in die 50er Jahren. These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. The Metropolitan Transit Authority, better known as the MTA, is attempting to levy a burdensome tax on the population in the form of a subway fare increase. Citizens, hear me out. This could happen to you. Well, let me tell you of the story of a man named Charlie on a tragic and fateful day. He put 10 cents in his pocket, kissed his wife and family, went to ride on the MTA. Well, did he ever return? No, he never. Das ist ein Lied wegen einer großen gesellschaftlichen Umjäger. Das ist ein Lied wegen einer bitteren Goles. Und das ist ein Lied wegen einer universaler Bostoner Überlebung. Sores mit der Unterbahn. Chaverim, hört euch, das kann passieren zu euch. Oh,
Aber wir hören die Meise wegen einem Charlie in der Tag voll mit Pein und Weg. Mit der Dei, mit Hesche und der Kuscheln, Weib und Kinderfutter auf mit dem MTA. Charlie told time in their candles burst on sitzt über kein Matapan. Then kommt dann vor der Conductor noch a nickel Charlie tornado rope von Bahn. Der kommt zurück, nee, der kommt nicht zurück. Sarah Goyle, Sarah Unglück. Wird ewig blongen und der Boss in der Gasse und der Mann, was kommt nicht zurück? Ganze Nacht vor Charlie durch die Stanzius ein junger Teufel wird sein, der so von mir. Wie kann ich versuchen, Cousine in der Westen zu die Schwester, als in Revier? Charlies Weib geht da rob in der Scully Square, Stanzie jeden Tag um 3/4 Doch ein offenem Fenster, der lang sie immer Stücke, bis die Band und nicht geht vorbei. Wird kommen zurück, nee, kommt nicht zurück. Sarah Goiro, Sarah Unglück. Mit und Balles, wird ewig blongen und der Boss in der Gasse und der Mann, was kommt nicht zurück? Hört uns Berge von Bossen, macht nicht, das ist eine Schande. Oi wie teuer, oi wie Mitleid. Bekannt der Hecherungen folgen. Stimmt für Walter O'Brien. Charlie Nebbach soll sein befreit. Und was weiter Everett, das heißt, denn er so weg und ihr seid nicht kein Kapitalist. Als ihr will schon wohnen in der Stadt von Joischer, soll der Volkstransport sein umsitzt. Wird kommen zurück, soll kommen zurück, soll haben was Stichelglück. Nirgends soll blongen und der Boss in der Gassen soll schon kommen, Charlie zurück. Soll schon kommen, Charlie zurück. Dank die jüdischen Bostoner Arbeiterring und speziell Lilia Weitzman-Ayasha-Koyach für die jüdische Übersetzung von Charlie and the MTA. Und jetzt lassen wir hören meinen längeren Schmuss mit Mark Coppen wegen A Complete Unknown, wegen Bob Dylan. Und wir haben sich verbunden heint mit Mark Coppen heute Nachmittag. Ist ungefähr in Gegend von Dartmouth Universität in Hanover, New Hampshire Gegend. Wir sind gewesen in Boston, wir haben geredet auf Zoom. Aber zuerst lassen wir hören einen kurzen Auszug von einem Trailer von A Complete Unknown. I hear Bob is playing electric. Not on our stage, he isn't. Oh my God, it's Bob Dylan. Once upon a time, you're just so fine. They just want me singing Blowing in the Wind for the rest of my goddamn life. Then you. Well, this is gonna piss some people off. People come. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. I want to know which side he's on. I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny. I want to hear it. How does it feel? Turn it down! Play loud. Make some noise, BD. To have you on your own, like a complete unknown, like a rolling stone. Mark Kaplan, Baruch haba beim jüdischen Call. Baruch Hanimsa. Koidem Call, wir kennen uns auch schon nach Jahren. Wir sind auf du, einer mit dem zweiten, aber kannst du sich allein vorstellen zu unser Eulam, wie du heißt, was du tust, speziell auf der jüdischen Gas? Ich heiße Mark Kaplan und ich stamme von Louisiana und ich bin aufgewachsen in einer englisch redender Mischpache und ich habe angehoben, sich zu lernen Jiddisch mit der 30 Jahren zurück. Ich gedenk, als du und ich haben sich bekannt öfter zum ersten Mal auf der Jiddischwoche im Jahr 1999.
Ich habe gekriegt ein Doktorat von New Yorker Universität und sind damals bin ich ein Akademiker und einmal ein Jäuvel als Schreiber und beätzend bin ich Jiddischist von der ganzen Welt. Habe ich gearbeitet in Johns Hopkins, habe ich gearbeitet in Yale, habe ich gearbeitet in Universität Wrocław, in der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf, Deutschland, auf Zeit und nur was habe ich sich übergepäckelt und sich besetzt in Dartmouth College, wo ich will sein, ein Gastprofessor auf ein Jahr. Wunderlich, mit dem rechten Fuß. Danke. Menschen öfter wissen nicht, oder ja, als du bist euch ein größer Anhänger von Bob Dylan. Ich habe vor sich dein Artikel von Affenschwell. Ja. Ein angesehenes Journal auf der jüdischen Gas, das heißt Bob Dylan. War Numen mitten geboren werden. Ja, und dazu kann ich zugeben, als wenn er hat gekriegt eine Nobelprämie im Jahr 2016, hat der Vorwärts unter Sarah Rachel Schechters Redaktion mich verbeten zu schreiben jiddischistischer Abschatz von dem der Griech. Und ich habe es abgeschrieben. Und man hat es übergesetzt. Ich glaube nicht, dass man kann finden im jiddischen Artikel online, weil die jiddischen Artikel sind nur zugänglich online auf der Zeit. Aber der englische Nutzer ist zu finden online noch als mit der Titel, was ich bestimmt euch nicht geklebt allein, aber von deswegen dem Rest von dem Artikel sind in meine Werte. Gut, ja. Nu ist von meiner Seite, alle kennen mich schon auf der jüdischen Gas, wie der Anführer von dem jüdischen Chor, aber nicht alle wissen, also ich bin euch ein Stück Anhänger von Bob Dylan, aber euch ein größer Anhänger von Chicago Blues. Und Ja. das ist ein größer Interesse von meinen. Zum Beispiel, ich bin lange gewesen ein größer Fan und Anhänger von Michael Bloomfield, was ist gewesen, der Gitarrespieler, wenn Bob Dylan hat sich sozusagen elektrifiziert beim 1965 für Newport Folk Festival und euch mit dem berühmten Lied. Wie ein Walger dicker Stein. Yeah, like a Rolling Stone. Yeah. Ist der Fall, wenn es ist gekommen today, den 24, der neue Film A Complete Unknown, habe ich gesagt, lass mir schmusen wegen dem Film. Und ein bisschen Zeit mehr da zu reden wegen dem. Das ist der Hauptthema. Ja, ich habe letztens entdeckt in Meschach von meiner Lehrerei. Heute kann ich geben ein Beispiel von unserer jiddischer Literatur. Also wenn ich bin ein Graduierstudent und ich habe studiert mit David Roskis, hat reingeführt dem Personage von Moshe Kulbach. Als Kulbach ist gewesen der Bob Dylan von Vilna. Als alle Zennerlinge haben sich versammelt um ihn, als ist gewesen sehr charismatisch, als ist gewesen der echte Avantgarde und hat geschaffen Lieder, was alle haben gelernt und deklamiert und gesungen und ist gewesen der Center von der ganzen Bewegung. Ich habe keinmal nicht vergessen, was Dr. Roskis hat gerufen, Kulbach der Wilner Bob Dylan. Und ich bin letztens geworden sehr großer Chassid von Moshe Kulbach euch, weil ich gesagt habe, zwischen die jüdischen Modernisten von dem 20. Jahrhundert ist Kulbach mehr zum Nennsten zum Herzen. Aber in dem vergangenen Zaman habe ich gelernt, ein Seminar wegen der jüdischen Wilna. Und wir haben gelernt die Poesie von Kulbach. Und ich bin angestoßen auf ein Lied seins, was heißt, wie am Mocheker Stein.
Und das ist mamisch a Wiedercall. Das ist a Verreis-Niveau zu wir Walgerendiker stehen. Ja, ich meine, das bestätigt, was Dr. Roskis hat uns gelernt, als auf ein Emmes ist Kohlbach der jiddischistische Bob Dylan. Interessant. Gut, es ist gedei ein bisschen zu reden wegen dem Film. Wir können es verbinden, nicht so direkt mit Jiddisch, aber mit Jiden. Eben Bob Dylan, Michael Bloomfield, Barry Goldberg, Theo Bickel, eine Kleinigkeit. Ist gewesen Benosch in dem Festival. Albert Grossman, das ist gewesen der Verwalter seit von Michael Bloomfield und Paul Butterfield Blues Band und euch Bob Dylan. Und Peter Yarrow von Peter, Paul und Mary angeführt dort und hat gehabt eine Stückler Rolle in dem Festival, in dem Skandal. Und Al Cooper und der was hat gespielt Orgel in Like a Rolling Stone und Harold Leventhal, was ist gewesen ein größer Macher in der ganzen Volkswiebe und noch eine Figur, was ist nicht in dem Film, was ist ein größer Spieler in der ganzen Bewegung, ist gewesen Izzy Stone. Was hat angeführt mit einem Archiv von Folkmusik, was alle haben gejahrzt von dem und ist euch gewesen. Wer noch? Mitch Miller, was ist gewesen der Anführer von Columbia Records, was hat angenommen und reingezogen Bob Dylan ist dazu gewesen ein Mensch in dem Minion. Mitch Miller, was hat angeführt mit seinem Televisionprogramm. Der selber. Ja. Sing along with Mitch. Ja. Und euch Lehrmann, was hat gemacht, die alle filmen. Wir kennen seine größte Zahl jüdische Filmen, nicht jüdische Filme, Filmen von Dokumentarfilmen von Newport. Und Lehrmann ist gewesen der Filmmacher. Und euch Phil Ochs ist Ja, ein größer und ein wichtiger. Und Phil Ochs' Bruder ist gewesen Michael Ochs, der Fotografiker, was ist letztens nifter geworden eigentlich. Aber ja, ich hab schon bemerkt, als Bisgraduiert Student, als die ganze Zwiebel rum Bob Dylan ist gewesen angepickt mit Mamisch mit Jeden. Und ich meine, als man kann a viele schaffen, a Verbindung zwischen sein Bewegung oder die Bewegung, was hat ihm aufgehoben wird und a früher dicke Avantgarde von die Beatniks und von die Avantgarde Jazz Szene und von der Amerikaner Modernism Bechlal, was hat gejahrzt von alle drei Fedimer von dem, ist es gewesen durch euch gewesen gestützt und geführt und lassen wir sagen, verschrieben von machtne jüdische Personagen. Ja. Bei dem Volksfestival 65 ist doch gewesen sehr geringer Minion. Aber ja, Allen Ginsberg ist gewesen ein bekannter Mitarbeiter und Vater von Bob Dylan in jener Tag. Ja, jahrelang, ja. Und ist öfter ein Blick zwischen die Beatniks und Bob Dylan. Als so hat allein anerkannt. Ja, Ginsberg hat oftmals gesagt, dass was und seine Bewegung haben angehoben, hat Dylan gejahrzt und vergrößert. Nu, gib mir deine allgemeine Kommentare wegen dem Film. Der Film ist sehr effektiv, laut meiner Meinung. Ich meine, als man hat geschrieben, sehr Sache wegen was ist nicht pinklich wegen dem Film. Also die Film ist kaum unter der Simmen, kann man sagen, von einem bestimmten Genre-Film. Das ist ein Biopic und es ist treu zu die alle Fedimer von einem Biopic.
Was Kannst du definieren ein Biopic? So a biopic is, lass mir sagen, a fiktive biografische Porträt von einem Künstler. Und bei der Klar, wenn wir reden wegen dem Genre, hat man zu tun mit populärer Musik. Das heißt, es sind voran etliche von solchen Filmen, aber in der modernen Tekufa, wollte man gekannt sagen, als der erste, was fällt mir ein in den Kopf, ist gewinn Purple Rain. Was es gewinn Gelegenheit für Prince zu schaffen, eine cinematische Autobiografie von sich. Und eine Sache von die Themen, eine Sache von die Federn von dem Biopic, sieht man schon in Purple Rain. Der Künstler ist hingerig. Der Künstler brennt zu werden berühmt. Der Künstler arbeitet mamisch Tag und Nacht. Mindestam ist das Tage Emes für die größten Künstler. Mindestam kann man das sagen, aber als Motiv in dem Genre sieht man schon, der Künstler verliebt sich in Freude. Und es wäre allemal ein Konflikt zwischen soll bleiben treu zu der Freude, soll bleiben treu zu sein Muse, zu der Musik, zu seiner Arbeit. Der Künstler muss konkurrieren mit einer anderen Figur. Und zum Schluss ist da allemal ein größer Konzert, wo der Künstler ist beigekommen, alle Schäden, durchgearbeitet, alle Mikscholem im Weg und geht rein zu der Stadie von Immortalität. Und das sieht man in Purple Rain, das sieht man in 8 Mile, was ist ein Biopic wegen Eminem, das sieht man in Walk the Line, was ist wegen Johnny Cash, das sieht man in Ray, was eine große Surprise ist wegen Ray Charles. Und das wird man sehen später im Jahr, wenn wir wird haben den Bruce Springsteen Biopic. Und so sieht man mit Bob Dylan als a complete unknown. Zeichnet alle Quadraten in dem Genre von a Biopic. Und als Biopic ist es sehr, sehr effektiv. Okay, lass mir ausrechnen alle die Teilen von Quadrat. Was ist der erste Quadrat? Der Künstler ist hingerig. No, ja, unser Bob Dylan ist sehr, sehr hingerig für Sachen, für einen Ort, für eine Kohl, für Anerkennung, für Berühmtheit. Der Künstler muss beschließen zwischen sein Freude und sein Kunst. Und da sieht man in einer klassischen Eufen, als muss rangeln zwischen seiner Liebe zu Sylvie, was ist meistens ein mythologisches Porträt von einem Emerson Moyd mit dem Namen Susie Rotolo. Und man sagt, als Dylan hat gefordert, ihr mögt nützen meine Musik, ihr mögt nützen mein Image, ihr mögt nützen alle historischen Namen, kurz eins. Ihr tort nicht rufen die Liebesinteresse Susie, weil das ist zu intim und sie lebt mehr nicht und sie kann nicht unterscheiden zwischen wie sie wird ausgezeichnet auf dem Film und wie sie ist in dem Emerson Leben. Ihr muss beiten ihr Namen. Das ist bei Etzem der einzige Beit, was ist bestanden auf dem. Aber wie gesagt, ist beiten dem Namen der Leute gewisse Freiheit in wie soll man repräsentiert ihr. Sehr, sehr Beziehung ist gewesen eigentlich eine Sache mehr kompliziert, wie der Film lässt weisen. Man kann sagen, dass sie es gewinnen, als so groß eine Haschbauer auf ihm, wie alle anderen Menschen. Und zwei Chicago Beispiele von dem ist es durch ihr, was Bob Dylan hat bei Emmes gehabt, die Gelegenheit, sich zu bekennen mit der größeren Feld von moderner Poesie.
Und es sind da zwei Figuren, was mir wissen, als Dylan hat entdeckt durch die Bücher, was sind gewesen auf ihr Politzes, also zu sagen. Und das sind der französische Symbolist Jean-Arthur Rimbaud, was hat gehabt a boilete Hashpoa auf die same literarischste Lieder, was Dylan hat rekordiert in der Tekufa. Die Lieder so wie Desolation Row oder It's All Right Ma, I'm Only Bleeding oder Gates of Eden. Die Lieder sind angepickt mit Imagen, was Dylan hat gejarschend und verdeiht und kann man sagen, verwalgert von der Hashpoa von Rimbaud. Und der zweite ist Bertolt Brecht. Und es ist schade zu wissen, man hört gar nicht von dem in dem Film. Man hört sehr wenig Bechlal wegen Ideologie. Aber die Susie Rotolo ist von italienischen Abstammung, aber gedenkt richtig, ist ihr Tate allein gewesen von Sicilia. Aber sie ist aufgewachsen in a beulete kommunistische Zwiebel. Und die Neuigkeit zwischen die politische radikale Bewegungen in Amerika und die ästhetisch-gesellschaftliche radikale Counterculture von den 60er Jahren ist gewesen etwas, was der Film geht in ganz nicht rein in dem. Aber es ist durch Susie, was Dylan hat ausgelernt wegen Bertolt Brecht, was ist gestempelt auf jeder eine von seinen besten Protestlieder. Und als hat zusammengebracht die Tradition von Protestlieder und die Tradition von poetische, romantische, geistige Lieder, bringt zusammen Rimbaud und Brecht in ein amerikaner populärer Levush. Das ist seine Eigenartigkeit, aber hat es genommen unter ihr persönliche Hashpoa als Zennerlingen. Ist das ein Beispiel von etwas Wichtiges, was ist nicht in dem Film? Nein. Wir rechnen etliche Beispiele von dem. Aber es ist sehr interessant. Man kann ein bisschen tiefer reingehen in dem. Kannst du auf jeden Fall gedenken, ein Beispiel von etwas, was von einem Dylan-Lied, was hat eine Sprache von Brecht oder Rimbaud? Ja, es ist sehr, sehr klar, Lamoschel, wenn man hat ein Lied, was figuriert nicht in dem Film, aber es ist deswegen sehr berühmt. The Lonesome Death of Hattie Carroll. Ja, wo der Refrain ist und ihr, was haben lieb Philosophie und ihr kritikieren alle Meures. Ja, jetzt ist nicht die Zeit für eure Tränen. Der ironische Wendpunkt in dem Lied, nicht was ihr sollt weinen, als Hattie Carroll ist gewesen arm und ein Afroamerikaner und eine Dienerin. Nicht, was sie ist gestorben zu 51 Jahren, noch hatte so viele Kinder, noch arbeiten so schwer. Nicht, was es ist zu lieb ein Rassist, als sie ist gestorben. Nicht damals ist gewesen die Zeit für eure Tränen, nur wenn ihr gefällt euch. Als ihre Zehe hat nur genommen 6 Chadoshim in Tfisa. Das ist die Zeit für eure Tränen. Das ist eine Ironie, was Dylan hat direkt importiert von die gesellschaftlichen, die polemischen Lieder von Bertolt Brecht. Das ist sehr ein klares Beispiel. Noch ein Beispiel, was ich kenne der Mannen, ist da ein großes Lied von Rimbaud, was heißt Le Bateau Ivre, der verschickte Schiffel, wo Rimbaud schafft eine Struktur, wo kann reinlegen ein ganzes gesellschaftliches Bild mit, was wir wollten heutzutage rufen, surreale Imagen. Sie sind nicht surreal, weil Rimbaud ist 60 Jahre vor die Surrealisten, aber mit wilde, kimat psychedelische Imagen. Das sieht man in Lieder so wie Le Marchal Desolation Row, was ist
es ist ein Volkslied, wo Dylan legt rein an eigene Wikipedia von Abschicknischen und Remosim und private Witzen. Und alles wegen einer Kleinigkeit, was es geworden ein episch Lied. Das hat gejahrschen zum Teil von Allen Ginsberg, weil das ist genau, was Howl oder Kaddish ist. Aber so wie Ginsberg hat gejahrschen von Rambo, Dylan hat gejahrschen von Rambo, von Ginsberg und sie zu neu gebracht. Noch ein wichtiger Haschbauer auf Ginsberg ist euch gewesen Walt Whitman. Aber was ist anders zwischen Ginsberg und Dylan? Mit Dylan, die alle wilde psychedelische Imagen gramen sich. Ist ein Wunder mit Gramen. Leute, meine Meinung ist, Mastama hat geschaffen, Mastama die beste Gramen nach Alexander Pope. Entschuldigung, wer ist Alexander Pope? Alexander Pope ist gewesen ein wunderlicher englischer Dichter von dem Anheb 18. Jahrhundert. Pope ist zu dem englischen Gram, was Mozart ist zu der österreichischen Melodie. Ja, hat also präzis, klassisch, wissenschaftlicher Zugang zu der Kunst von scharfen Gramen. Alexander Pope ist der größte Grammeister in der englischen Sprache. Und öfter ist Bob Dylan der Shani Lamalkus in jener Grammasterei. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will gar sein zufrieden, wie wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Aber oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grießdruckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Okay, good. So, zurück zum Film. Wir sehen doch jene paar Scheuen basiert auf, wie heißt sie noch einmal? In der Amazon heißt sie Susie Rotolo und in dem Film heißt sie Sylvie Russo. Ja, und ungefähr Susie Rotolo hat dann geschrieben, Biografie, Autobiografie über Emmett Seville. Das euch forschen. Nicht nur wegen ihr, nur euch Joan Baez, das ist eine paar Scheuen und so lange Jahr, sie ist euch gewesen, eine Freundin von Bob Dylan in jener Zeit. Euch gewesen noch ein Konflikt. Ich weiß nicht, das ist ein klassischer Teil von einem Musikfilm wie das, aber das ist ein interessanter Teil von dem Film. Volk gesagt, als eine Gelegenheit, was Bob Dylans Geschichte geht dem Regisseur, was man sieht, der klar nicht in andere Biopics, ist,
Dylan is given as a Personage als Teil von den Menschen, mit wem hat sich bezeugen, mit wem hat sich gekrogen, sind mehr oder weniger so wichtig wie Ja, Joan Baez hat ja gehabt eine komplizierte Beziehung mit Dylan. Und das, weil sie ist gewesen so wichtig in der Musik von jener Zeiten wie Pete Seeger hat gehabt sehr eine komplizierte Beziehung mit Bob Dylan, weil ist gewesen auf derselben Niveau wie Bob Dylan, ja. Das ist, man hat nicht ein Panorama von Gestalten, wenn man redet wegen Ray Charles oder Eminem oder Philip Prince, ja. Interessant wegen Prince, ist aufgewachsen im Ganzen in Minneapolis, Minnesota. Minnesota, der Geburtsstadt von Bob Dylan Eiche. Gegen wem hat gekannt sich beziehen? Bob Dylan ist gewesen in Greenwich Village, ja, wo die ganze Welt ist gewesen und es wollte gekannt sein, auf ein größere Panorama von Gestalten, mit wem Bob Dylan in Meschich von die 60er Jahren gehabt Handel. Hat gekannt James Baldwin. Hat gekannt Andy Warhol. Hat gekannt ein ganz Dorf von Rocksingers. Hat dermant, als wenn hat gearbeitet in Greenwich Village, hat einmal in der Jäuvel begegnet Bill Cosby und sie sind gegangen zusammen zu Herrn John Coltrane. Ja, das ist gewesen die Zwiebel, wo ist aufgewachsen als Künstler. No, kommt da rein in die Stadt und ist arm, seit durchs Arm ist gekommen Hitchhiking. Aber die erste Sache ist, sucht Woody Guthrie. Dort bekennt sich mit Pete Seeger, ja. Und seine Beziehung mit Pete Seeger ist so wie mit Joan Baez. Sie sind die größte Gedäulung von der Volksszene beim Anfang und wie alle wissen schon, das ist nicht ein Spoiler. Beim Sof ist ein viel größer wie sie. Ja. Ja, und das ist noch ein Beispiel, als ich gedenke, etwas, was der wichtigste Sprachinformant in mein ganze der Erziehung, wie Jiddisch ist. Ich habe gekannt, Leben gebliebener in mein Schiel in New York, Zechroine Levrocha, Herr Yisrael Lieberman. Und ich habe gearbeitet mit Herr Lieberman, als soll reden Jiddisch mit mir, 2 Jahre. Hat geöffnet das Maul. Hat nicht gewollt, hat nicht geglebt, hat nicht erlebt. Aber zum Sof, nach 2 Jahren von Proven und Fragen und Betten, hat der Sof gesagt, abgemacht. Ich will reden Jiddisch mit dir. Und das ist dein erste Lektion. Habe ich gesagt, gut, ich bin great zu hören. Hat er gesagt, weißt du, was es ist? Evo. Das ist gewesen vor der Zeit von Wikipedia, aber von deswegen habe ich gekannt sagen, JIVO, Jiddische Wissenschaftliche Organisation, gegründet in Berlin im Jahr 1925, überzeugen kann Wilhelm, hat gesagt, nein, in ganzen falsch. Bei uns in Ghetto, das hat er gemeint, der Lodger Ghetto, bei uns in Ghetto, ist JIVO gewesen Rosh Tevis. Ivo, Eden Villanazoi. Ja, sie wird die Milchome endigen Hajar. Ivo, sie will gewinnen $1 Millionen Dollar. Ivo, ja, a Hallewei Gedank. Hat Bob Dylan sich bekannt mit Pete Seeger beim Bett von Woody Guthrie die erste Nacht, was ist angekommen in Stadt New York. Ist geschlafen auf Pete Seegers Sofa auf etliche Wochen nachdem. Ivo. Ja, es ist ein Scheinbild, es ist ein zartlicher Meise, aber es ist kein Mal nicht. Ja, es ist im Ganzen nicht, wie es ist. Hast du ausgetracht?
die dramatische Szene ist ausgetragen. Avada hat gekannt Pete Seeger. Avada ist gegangen zum Spital zu Mevaker Chole sein mit Woody Guthrie. Nicht so lang wie der Film geht zu verstehen, aber sicher ist gewinnt dort. Sicher ist gewinnt zu Gast bei Woody Guthries eigene jiddische Mishpacha. Ja, ist ist weil schon ganz berühmt. Woody Guthries Frau ist gewinne jiddische, sein Sohn Arlo, was ein Gott weiß, was Arlo gleibt heutzutage, ist mistama mehr kompliziert, wie was Bob Dylan gleibt heutzutage. Aber Arlo Guthrie hat studiert für sein Bar Mitzvah. Sie weißt du, mit wem hat studiert? Hey. Meir Kahane. Was? Meir Kahane ist gewinn sein Melamed zum Bar Mitzvah. Und man fragt Arlo Guthrie, du hast gekannt, Meir Kahane hat gesagt, ja, ich denke, ist gewinn sehr, sehr guter Rauf, sehr freundlicher Mensch. Ich weiß nicht, ob es ist Arbeiten mit mir, was hat ihm geführt auf dem falschen Derech, aber als Rav zu a Bar Mitzvah habe ich nicht gekannt, Betten feiner. Ist Bob Dylan hat gekannt Arlo Guthrie, wenn hat gehalten und studieren für sein Bar Mitzvah. Und eine Kleinigkeit, Woody Guthrie Schwieger ist gewesen Greenblatt. Anneliese Greenblatt, die jüdische Poetesse, was hat Fischerlied zwischen anderen berühmten jüdischen Liedern. Genau. Und Woody Guthrie ist gewinn in ganzen begeistert, sich zu beteiligen in einer jüdische Mishpacha, ja. So, Bob Dylan hat gekannt Woody Guthrie so gut, wie man hat gekannt, sich bekennen mit ihm auf sein Krankheit, auf sein Eltern, was sein Eltern müssen mir gedenken, ist nur gewinn, Woody Guthrie ist gewinn jünger für dir und jünger für mir in jenen Jahren. Aber von deswegen, hat im Jahr gekannt, hat euch gearbeitet mit Pete Seeger, aber bekennen sich mit Pete Seeger bei dem Spitalbett von Woody Guthrie, das ist a Fixie, was bringt zusammen eine Komponenten zu lieb dramatische Siebes, nicht zu lieb historische Siebes. Agav es kedai zu sagen, als der Film ist upon einem basiert auf ein Buch, was heißt Dylan Goes Electric, Newport Seeger, Dylan and the Night That Split the 60s. Aber es ist nicht so getreu dem Buch, aber ich rekommendiere das Buch. Es ist ein sehr gutes Buch von ein interessanter und ein wichtiger Schreiber. Der Schreiber heißt Elijah Wald. Ist ein wichtiger Folklorist und ist allein ein Musiker und ist das Buch allein ist sehr sehr interessant. Und Wald allein hat gesagt, ja, es ist eigentlich relativ wenig von meinem Buch in dem Film. Aber von deswegen haben sie mich bezahlt. Es ist in Ordnung. Geht sie dem Film. Man kann nicht beschuldigen das Buch mit nicht Getreischaft zu der Emerson Geschichte. Aber Sach hat man, they took poetic license with the facts. Wie alle Schreibers wissen, man tar nicht der Leben Fakten zu stellen ein Mixel gegen eine gute Geschichte. Ja. Okay, nu weiter in dem Film sieht man, als Dylan wird größer der Volk mit der Folkszene. Darf beschließen zwischen seiner Karriere und seiner Geliebte und ist mit Joan und ist mit Sylvie und zurück und hin und zurück. Aber dann mit dem Mal kommt die Zeit, was will spielen elektronische Rockmusik. Und man sieht in dem Film, wenn man hat die Session von Highway 61 revisited und zwei jüdische Rock'n'Roll-Menschen kommen rein, Mike Bloomfield und Al Cooper,
plantert euch dem berühmten Organ Hook von dem Lied und Mike Bloomfield spielt wunderbar Gitarre. Und ja, das ist eine interessante Session. Und dann ein bisschen später ein paar andere Sachen kommen vor, aber es kommt der Klimax von Film ist der Rockfest, der Volksfestival. Genau. Und es gewinnt ein Stück eine Debatte. Und wir sehen ungefähr unsere beliebten jüdischen Akteur, jüdische Singer, jüdische Held, Theo Bickel. Ist in der Sitzung mit mit Pete Seeger, mit ein paar, oder zwei andere sind ein Triumvirate, was führt an. Und es ist euch da der Figur Alan Lomax, was eine mächtige Figur in der Geschichte von Volksmusik. Und das weiß ich nicht auf ein Emmes. Ich kann das nicht sagen auf einen akademischen Eufen, aber es ist mir Chicago, wie man inszeniert Alan Lomax, wie mehr wie ein Stückel Antisemit. Als Alan Lomax redet wegen der Unauthentischkeit von der Folkmusik von Peter Yarrow, Theo Bickel und Bob Dylan. Ich weiß nicht, auf wie viel das ist basiert auf dem Emmes, aber es hat mir geworfen in die Euren, als Davke die drei Menschen seinen Leut Lomaxes Perspektiv authentisch. Und ich glaube, als es ist eine große Sekone, der ganze Begriff von Authentischkeit ist historisch Gedanke, was man hat genutzt gegen Jeden. Kannst du sagen noch ein bisschen? Ja, das heißt, als in dem 19. Jahrhundert die größte Teile, was die Antisemiten in der Zeit, wenn man hat geschaffen den Begriff Antisemit, haben gekannt, stellen gegen jeden ist, sie sind unauthentisch, sie haben nicht tiefe Wurzeln in die Gesellschaften, wo sie arbeiten. Sie wären Meinungsschaffer, sie wären Journalisten, sie wären Künstler, sie wären Schreibers, aber was ist ihre ämste Beziehung zu dem Volk, was sie prüfen, Maschpiel sein auf sie. Sie sind nicht Franzosen, sie sind nicht Deutschen, sie sind nicht Engländer, sie sind nicht Amerikaner, sie bleiben Juden. Und das ist allemal gewesen die Teine gegen Juden in Europa. Und ich weiß nicht, ob das ist eine ämste Ausspiegelung von wie Alan Lomax hat sich geführt. Ich glaube nicht, dass wollte Boylet gehabt Faribel gegen kein schum Mensch. Aber als der Parschein im Film hat gesagt, Theo Bickel, du bist ein Pseudo-Folksinger. Mike Bloomfield ist ein Pseudo-Blues-Musiker. Bob Dylan ist ein Pseudo-Phänomen. Mir warf sich in die Euren, als hat ausgezeichnet 3 jüdische Figuren. Euch Peter Yarrow. Hat keinmal nicht gesagt, dass Pete Seeger ist unauthentisch. Hat keinmal nicht gesagt, Joan Baez ist unauthentisch. Nur die Juden sind unauthentisch. Das hat mir gedacht. Ein interessanter Beschluss von dem Film. Also, das ist also not wie wir kommen zu einer Anerkennung von der Jüdischkeit von der Zwiebel in dem ganzen Film. Nur als ein fiktive Gestalt basiert auf einem ämste Personage, Alan Lomax, soll beschuldigen die Juden in der Volksbewegung mit Unauthentischkeit. Nicht sehr gerufen jeden, aber faktisch und sie allein haben sich nicht gerufen jeden in Gerem von der Volksbewegung. Bickel hat gesungen jüdische Lieder. Bickel ist gewinn von Wien. Keiner hat nicht gekannt verleihen, als Bickel ist gewinn ein Jid. Aber Peter Yarrow hat a viel weniger wie Bob Dylan gerät wegen seiner Jüdischkeit.
aufwachsen dick. Ja, Bob Dylan hat gebeten sein Namen, wie Sach Musikers und Sach Showbiz-Personagen. Ich habe entdeckt ein Interview mit Mike Bloomfield wegen dem Volksfestival. Können wir das hören? Mit Vergnügen, ja. One thing about the Butterfield Band as a group, and you as a guitar player your own too, is you've been lucky, good enough, whatever, to take part in a lot of history. Lucky. Newport. Yeah, just lucky. Pissed a lot of people off. It was wonderful. Yeah. Can you talk about the Newport experience at all? Yeah. The Newport Folk Festival was a really good musical service. It brought a lot of real good music to the ears of a lot of people that may not have heard it, though it wasn't, in my opinion, the best folk festival that you could see. I think the University of Chicago probably had the best folk festivals that were going on in America at that time, but Newport was no slouch. But there was a political controlling group that ran the Newport Folk Festival, and they had a vested interest in it, not monetarily, but I guess sort of proprietarily, patriarchally. And they were old folk singers. Pete Seeger, Theo Bickel, the guy that ran it, George Wayne. These were guys that they were folk singing. It was very political to them. You know, loved Bob Dylan a lot because it was political music. These were guys that sang IWW songs and were into the Wobblies in the 30s and were political guys. And all this was tied into their folk music experience. When we came to Newport, we brought an electric band. And we played what to us was the music that was entirely indigenous to the neighborhood, to the city that we grew up in. There was just no doubt in my mind this was folk music. Absolutely. This is what I heard in the streets of my city, out the windows. It was the same thing that I had heard in radio stations and jukebox all through the South. It was what the people listened to. That's what folk are to me. I mean, it's just what people listen to. And we brought this electric band there. I remember when we first played, Alan Lomax is a famous musicologist. He's a folklorist, one of America's most famed and most reverent. And he introduced us in this very scathing way, something to the effect that Newport has finally stooped so low as to bring this sort of act on the stage. And our manager, who managed Bob Dylan and subsequently managed Janis Joplin and a lot of other people, his name was Albert Grossman. He said, "Listen, man, how can you give these guys this kind of introduction? This is really out of line." He said, "You're a real prick to do this." And they got into a fist fight, these two sort of elderly guys. While we were playing, they were rolling in the dirt, and there was these tumbleweeds rolling past them. And I was screaming, "Kick his ass, Albert, just stomp him." And they were fighting. You could see there was bad blood rising. I remember there was another electric band, the Chambers Brothers were another electric group. They didn't have drums, though. They quartered us in a separate quarter. I mean, they warned us not to be rowdy. I don't know what they expected, you know. It was real weird because it was such a scam. They had Lightning Hopkins there one year, who had played electric guitar for years and years, and who was sitting there with his processed hair and his pimp shades, and he had this slick mohair suit on. And I think he came out, man, in bare feet or something with overalls. I mean, he just acted like a farm boy. And there was this moment Pete Seeger was sitting there, and he had all these guys he got out of a chain gang somewhere, and he brought in this big log in the middle of the place where it's like this big dining room that everybody ate at, and he gave them all axes, and he had an axe himself, and they were singing their work songs. All I hate about Lion and Jack. Whoa! And Pete Seeger's doing this. I'm like, what does he have to do with chain gangs? And I thought it was real strange. And then to top it off, we backed up Bob Dylan, who, to me, he had a hit single with like Rolling Stone right at that time. I thought he'd be well received. The guy's got a hit. There's all these people there that obviously love him. They probably came more to see Bob Dylan than anyone in the whole festival. And, I mean, they booed him. Ich wollte gemeint, als der Filmmacher hat gehört dem Interview und genommen es sagt weil man hat gewissen Tag in dem Chain Gang und mit die Haken und das ist gewinnt man, ne? Und ja, ich weiß da war als man pfeift gegen Bob Dylan's elektrifizierte Band und so on.
Ja, ich habe nicht gehört dem Interview, aber ich habe gehört dieselbe Geschichte. Das alles ist Emmes zum Film und Emmes zu der Realität. Will ich sagen, als was die ganze dramatische Szene gibt uns zu verstehen, sehr klar. Und was Bloomfield der meint in sein Interview, ist die ganze Kategorie von Volksmusik ist problematisch. Und wieso es ist problematisch ist, als es stellt eine gewisse Klasse von Musiker auf Plattformen, was fangt sie, was der Leib sei nicht zu wachsen, nicht zu beiten. Man macht von sie ein historischer Kurios und nicht Menschen, was kleiben, was beschließen, was beiten, was ändern, was entwickeln, sehr eigene Kunst. Und was die Volksbewegung hat gesagt ist, die einzige Kategorie, was ist wichtig, ist Authentizität. Und ich will sagen, Authentizität ist a viele nicht keine ähnliche Kategorie. Es ist nicht da keine Authentizität. Ja, wir können nehmen ein Beispiel von Max Weinreichs Geschichte von der jiddischen Sprache. Wenn der Mann wegen Essen war bei Jiden. Wieso haben Jeden angehoben zu essen Blinzes? Wieso haben Jeden angehoben zu essen Latkes? Wieso haben Jeden angehoben zu essen Kreplach? Sind die jüdische Meicholim? Hat gesagt, als alle Völker in Mitteleuropa haben gegessen Blinzes. Aber Blinzes ist geworden ein jüdischer Meichel zu lieb die Verbindung mit Schwiees. Alle Völker haben gegessen Latkes, aber es ist geworden ein jüdischer Meichel zu lieb der Verbindung mit Chanukah und Kreplach, so wie man esst Kreplach Purim, man esst Kreplach Hoshana Rabbah und man esst Purim zu der Suda vor Yom Kippur. Ja, es ist die Verbindungen, was macht Kreplach ein jüdisch Meichel. Es ist nicht, was nur Jiden haben gemacht, Kreplach, oder als Jiden haben gemacht ein besserer Kreppel wie alle anderen Völker. Alle haben sich beteiligt in der Kultur und man hat es genommen für sich auf die eigenen Zwecken. Und es ist dieselbe Sache mit, wer hat geschaffen ein Blueslied? Wer hat geschaffen ein Countrylied? Es ist sehr eine interessante, angehende Diskussion in dem Film. Ist Hank Williams Folkmusik oder ist Hank Williams Countrymusik? Und in dem bringt man rein dem Gestalt von Johnny Cash. Und Johnny Cash tut a Sach Funktions in dem Film. Koidem, die Freundschaft zwischen Johnny Cash und Bob Dylan in jener Tekufa ist gewinnen Amasa. Johnny Cash hat ja geschrieben Fanmail zu Bob Dylan und Bob Dylan hat ihm allemal geantwortet. Sie sind in ja gewesen in Newport Volksfestival zusammen. Und zwei Sachen sind speziell Chicago wegen Johnny Cash und seine Rolle. Koidem, der Akteur, was spielt ihm, ist äußergewöhnlich. Ja. Die alle Akteuren in Filmen sind äußergewöhnlich. Aber Johnny Cash schafft den Film in einer gewissen Buddy-Film. Ja, es ist Johnny Cash und Bob Dylan beschützt gegen der größere Verwaltung von der Volksmusik Zwiebel. Und die andere Funktion, was Johnny Cash spielt in dem Film, Johnny Cash ist der einzige Gestalt im Film, was mit der Leute sehen, ist unter der Haspoa von Narkotik. Und man kann nicht unterschätzen, wie groß die Rolle von Narkotik, Marihuana und Medikamenten und allerlei unlegale Beschäftigungen, ja, wie groß das hat gespielt eine Rolle in die 60er Jahren. Aber mit der Leute nur Johnny Cash zu weisen die Haspoa von den Medikamenten. Und das ist, weil man hat schon gehabt
a Johnny Cash biopic, was sein ganzer Konflikt ist nicht zwischen ihm und einer Frau. Zum Sof vom Film, gewinnt sein Frau und sein Kunst. Es ist zwischen ihm und die Narkotik. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir seien die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Chor auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ich will sich abstellen wegen der Vorstellung von Like a Rolling Stone. Ich habe gelernt das Buch und ich bin, wie gesagt, ein Anhänger von lange Jahren gewesen mit Barry Goldberg. Was hat zu tun mit Dylan. Agus Dylan gewesen der Executive Producer von Barry Goldbergs first Album, erste Album in die 60er Jahren. Und hat geschrieben also wegen dem Festival. Als ist hingefahren mit die Chicago von Paul Butterfield Blues Band, aber in der letzten Minute hat der Verwalter Grossman von ihm nicht gewollt, dass soll spielen mit dem. Ich weiß nicht für was, ich denke nicht genau, ich habe schon erzählt. Goldberg ist meistens gewinnt ein Gitarrespieler? Nein, er ist gewinnt ein Klaviaturspieler, Keyboard und Organ. Ist gesessen bei der Seite, aber dann bei Simcha, eine Nacht vor Bob Dylans Auftritt, hat sich bekannt mit Bob Dylan und Al Cooper hat sich verspätet zu kommen und Bloomfield, was gewesen sehr chaverisch mit Barry Goldberg, hat ihm vorgestellt und gesagt, er kann spielen auf Klaviatur. Auf den zweiten Tag ist Al Cooper gekommen und es ist gewesen, like a dress rehearsal. Man kann sehen auf YouTube the dress rehearsal von Like a Rolling Stone, a soundcheck. Und dort sieht man Barry Goldberg, Leben Bob Dylan auf Klaviatur und Al Cooper ist auch dort. Und der Bassspieler, was gewesen, weißt du, ist der einzige nicht jeder in der Kapelle, ist gewesen, ich denke nicht sein Name. Er hat repetiert Like a Rolling Stone. Aber laut Barry Goldbergs Erzählung hat nicht gekannt, etwas so gut tun mit dem Timing. Ist gewesen aber Schluss auf einen Ort, als bei der Vorstellung von dem Lied wird Al Cooper, hat gemacht, bei ihm das Lied, sein Hook auf Organ, wird der spielen Bass und der schwarze Bassspieler wird sich wegsetzen. Und Barry Goldberg hat gespielt Organ. Ich kann dir weisen dem Anfang auf YouTube und sagen. Ja, sei get, ja. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then people call, saying beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all hitting you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Ist das der Mann beim Organ mit der Headband, mit dem Band? Das ist Barry Goldberg. Und hinter Bob Dylan, was du sein Hemd ist der Polka Dot Hemd, was Bob Dylan vielleicht allemal spielen, aber von ihm hat das geborgen. Bei dem Soundcheck hat Bob Dylan das getragen und jetzt bei der Vorstellung trägt das Al Cooper und Al Cooper spielt. Das ist doch eine jüdische Rock'n'Roll Kapelle. Alle vier
Bob Dylan, Al Cooper, Michael Bloomfield, Ja. Barry Goldberg. Aber ich habe sich bekannt ein bisschen mit Barry Goldberg, wenn ich vielleicht verkäufen jüdisches Feuer einmal, hat mir einmal geklungen, hat gesucht etwas und weißt du, hat etwas bestellt, weißt du, seine Mama ist gewesen in der jüdischen Theater. Aber sie gewesen euch als Sängerin, als Musikspieler und ist aufgetreten auf der jüdische Bühne in Chicago. Und hat gehabt ein hübsch bisschen Jüdischkeit in sich. Zum Badoyen haben wir sich nicht bekannt und zum größten Badoyen ist Nifter geworden. Nur was, In derselben Zeit, was der Film ist heraus. Und das ist ein größer Badoyer, was in dem Film hat man nicht herausgebracht, als man gewesen als Al Cooper spielt Organ. Faktisch ist es gewesen, Barry Goldberg, was hat gespielt Organ bei der Vorstellung. Ich will leiden Barry Goldberg und soll haben einen luftigen Gan Eden. Amen. Und ich meine, hat rekordiert Poor Plattes zusammen mit Mike Bloomfield. Ja. Sie sind gewesen sehr, sehr nah unter Er Gewehr. heißt Two Jews Blues. Sehr fein, perfekt. Nu, was noch willst du uns übergeben wegen dem Film? Ich habe halt noch gehabt von dem Film. Ich will der Mann, es sind voran zwei andere Filme, was Leute meine Meinung trotzdem, was ich habe Hanoa von A Complete Unknown, meine ich, als sie tun eine Sache, eine bessere Arbeit von übergeben die Kunst, die Ästhetik von was macht Bob Dylan als eigenartiger und wichtiger Gestalt in der Kulturgeschichte von den letzten 50 Jahren. Und eine von sie ist, es ist schon gewesen ein Biopic für A Complete Unknown. Und das heißt I'm Not There. Was ist ein Film von Jahr 2007 von jüdischer Regisseur mit Namen Todd Haynes. Und er hat geschaffen einen Film mit 6 besonderen Gestalten. Und die 6 besonderen Gestalten sind in jeder einer von den Aspekten von Bob Dylans Karriere. Und es hebt an mit Pitzelkind, ein Afroamerikaner, wo sagt, dass sein Name ist Woody Guthrie und er singt Protestlieder. Und danach walgert es rein in ein Rockstar von den mitten 60er Jahren, was ist pinklich in der Tekufa von A Complete Unknown. Und das wird gespielt von Nekeva von Kate Blanchett. Sie spielt die androgyne Figur von Bob Dylan als größer Rocksänger. Und danach Richard Gere spielt der ältere Bob Dylan von die 90er Jahren. Und es ist da ein Akteur, was wird ein Prediger, also wie Bob Dylan hat getan, in die Anheb 80er Jahren. Und kaum ist der Film allein wunderlich. Es ist so schafferisch und novatorisch und eigenartig. Es ist so wie gucken auf ein Bob Dylan Lied, was dauert 2 Stunden. Und man hat gefragt, Todd Haynes ist, ihr geht rein in jeden Aspekt von Bob Dylans Karriere von die 60er Jahren bis zu die 90er Jahren, aber du gehst keinmal nicht rein in seine Jüdischkeit. Und Todd Haynes hat gesagt, das ist der einzige Aspekt von Bob Dylans Persönlichkeit, was lässt sich nicht ausdrücken. Ja, wir haben gewollt das reinbringen in den Film, aber wir haben nicht gewusst, wie es sei. Und das ist allein sehr eine interessante Bemerkung und es ist sehr ein wichtiger Film, was es gedei auszusuchen. Und der zweite Film ist ein Film, was Bob Dylan allein hat gemacht. Was hat nicht gekriegt gute Rezensionen. Ich glaube, als öfter bin ich einer von die 2 oder 3 Menschen auf der ganzen Welt, was hat Hanoa von dem Film. Der Film heißt Maskiert und Anonym. Masked and Anonymous. Und er hat es geschaffen mit Larry Charles, der Regisseur, was ist zum meistens berühmt für Seinfeld und Curb Your Enthusiasm. Einer von den größten
komische Regisseurin von die letzten 25 Jahren. Und Dylan hat gewollt machen eine Komödie. Und Larry Charles sagt, also es ist gewesen sehr klar, als was Dylan hat in Sinnen. Efter ist es gewesen komisch zu Dylan allein, aber es taugt nicht wie eine Komödie in dem Stil von Curb Your Enthusiasm oder Seinfeld. Und hat Patrick gesagt, lass mir schaffen einen Film, Leute Bob Dylans Forderungen und Zwecken. Und lass mir es Patrick schaffen, wie es wollte gewesen a Bob Dylan Lied. Und es ist eigentlich faszinierend. Ich meine, als man sieht ein tieferer Einsehen ist, in wie soll die Welt seht euch durch Bob Dylans Augen von dem Film, wie was ist nicht Lied oder Schrift oder Buch oder Bild, was Dylan soll nicht schaffen. Ich meine, als auf ein eigenem Eufen ist es ein Stück Meisterwerk. Ja, interessant. Aber sind die Filme verweilerisch bei dir oder meinst du von Eulen? Bei mir sind sie groß verweilerisch. Ich meine, als I'm Not There ist beämmes ein gut geschaffen Film. Ich meine, also es ist ein Kunstfilm. Es ist nicht ein Film, was Massen, Guzmoes Menschen wollen sehen, aber die, wo sind beämmes verinteressiert in sehen a Film, was ist so schafferisch und so novatorisch wie Dylans beste Lieder, sollen sie sehen besser I'm Not There oder a Complete Unknown, was ist sehr verweilerisch, aber euch hat auf sein eigenem Eufen, wie ich habe geprüft weisen, sehr formulaisch. Maskiert und anonym, masked and anonymous, das ist für die Emesse Chassidim. Das ist also wie die Sforen von Reb Nachmans, was der Leute nicht drucken. Ja, die Emesse Chassidim können gehen in Hezboidedes über maskiert und anonym, also wie wir tun mit seiner kompliziertsten Lieder. Ich will gewollt spielen Bekel wegen habe ich dir geschickt ein Auszug von meinem Interview mit Bekel und von der Month im Volksfestival. Nein, ich wollte sehr gewollt das hören und ich wollte gewollt hören die ganze Transmission eigentlich. Wegen dem Volksfestival in Newport. Ihr habt eine große Hand gehabt in dem, ja? Ja, ich bin ja einer von den 3 Gründern von dem Festival. Ich habe gehabt eine Hand in einer Unternehmungen. Folkfestival ist eins von den Unternehmungen. Die Musik ist bei mir somit gewesen sehr wichtig. Nicht als Karriere, nur als der Tochen, der Inhalt von dem, was ich bin. Das ist immer gewesen verbunden mit der Musik, verbunden mit der Folkmusik, verbunden mit Jiddisch, mit den jiddischen Loschen. Ich habe nicht gerechnet, zu machen eine Karriere von der Musik. Kommt aus, in Amerika muss man machen eine Karriere. Man macht es gut, bezahlt man mehr. Aber das Geld ist nicht gewesen, meine Motivation. Könnt ihr erklären für unsere jüngeren Zuhörer, wie von meinen Eltern, wegen dem Moment, wenn Bob Dylan hat sich elektrifiziert? Ja, er hat sich elektrifiziert, er hat gesungen ein Lied, was hat geheißen I ain't gonna work on Maggie's farm no more, eine Deklaration
von Independence, was so man sagt, kommt das halbe Publikum hat ihm sehr, sehr gepfiffen, gebuht, ich weiß. Kommt gegen blass in Punem und ich habe ihm gesagt, Herr Gitterbrüder, bist du mal gewesen auf ein Pferd und gefallen von dem Pferd. Und ob du weißt nicht, zurückgehen auf dem Pferd, das käme nicht mehr reiten auf. Käme geh raus und gib dem Bob Dylan, was sie sind gekommen zu hören. Und dann stak raus mit der akustischen Gitarre, hat gespielt ein anderes Lied, It's All Over Now, Baby Blue, weitere Deklaration von Independence. Es war ein interessanter Abend. Wie sei hat ihr sich bezieht zu dem? Seid ihr gewesen allein enttäuscht? Nein, Fitziger ist gewesen sehr, sehr vertutzt. Hat gewollt abschneiden dem elektrischen Kabel. Aber nicht getan. No. Ja. Hörst du, das ist noch eine Sache von der Meise. Ich habe keinlich gehört, als ist raus mit It's All Over Now, Baby Blue, weil Bikel hat ihm erzählt, der Meise wegen Naruf gehen zurück auf ein Pferd. Du glaubst, dass das ist die erste Meise? Ich meine, ich wollte keinmal nicht Säuser gewinnen oder korrigiert Theodor Bikel. Ich meine, es ist sehr ein effektiver Meise und ich glaube, als etwas so ist mit damit geschehen. Man hat ja gezwungen, Dylan zurückzukommen auf der Bühne und hat ja beschlossen zu singen mit einer akustischen Gitarre beim Soft. Und wie Bikel der Mann, sei das erste Lied, sei das letzte Lied, sind Ausdrücken von Unabhängigkeit. Als ich bin mehr nicht der Teil von, ich arbeite mehr nicht auf Maggies Farm. Die Beziehung, was ihr hat gemeint, als ihr hat mit mir, ist vorbei. Es ist alles vorbei, Baby Blue. Und noch Newport geht rein in Studio und rekordiert eine von seinen bittersten Lieder, Positively 4th Street. Es kommt dir als Chutzpe zu sagen, als du bist mein Freund. Ja, das ist mestama euch eine Reaktion auf die negative Reaktion, was Menschen haben gehabt zu seiner neuen Musik. Und die Ironie von dem ist, es ist geworden einer von seinen populärsten Lieder. Bleib in Kontakt. Mit Vergnügen, eine große Dank. Ein gut gesund Jahr, schöne Teufel und all das Gutes. Gam Atem, ein gut gewünscht Jahr.